Fotzen Erwin. Ach, Grüezi fix. Was ist denn das schon wieder für ein Scheiß? Ist das dein Leberkäse? Natürlich nicht. Mei, glaubst du, dass ich jetzt ja nur mit dem in der Familie bin? Du bist entweder besoffen am Stammtisch oder flagst im Garten hinten draußen und zählst deine Fussel im Bauchnabel. Und wenn's einmal ganz blöd läuft, dann noch beides zur selben Zeit. Halt einmal. Ich bin ja schon der Allerschlimmste. Weißt du, gehst du in 5 Tage in der Woche in die verfickte Arbeit, dann bau dir ich noch die teure Küchenzeile vom Möbel Inhofer rein. Deine einzige Sorge ist doch nur nicht, dass dein verfickter Thermomix da keinen Kulmfresser hat. Leg mich doch, du Sack! Ja, du mich auch. Ja, Wer steht denn den stundenlang in der Küche, damit du mal was zum Fressen am Tisch hast? ach, wer tragt nur dir und deinem fettfressenden Bub den ganzen Schmarrn hinterher? Wer putzt der euren Scheißdreck im Klo immer weg? Michi, tut mir leid, dass ich das sagen muss, aber du wärst ein richtiger Assi mit dieser Hurensauferei und Fresserei. Ich mein, schau dir zum Beispiel mal unseren Nachbarn an, unser Neuer. Der ist Veganer. Ah ja, um den geht's auf einmal. Du und dein geschissener Baumschmuser. Hab ich der Baum gehört? Ah, servus, Andreas. Friede sei mit dir. Ah, du musst Michael sein. Friede sei mit dir. Ah, deinen Frieden kannst du dir in den Arsch nicht schämen. Michi, du musst lernen, mit deinen Aggressionen umzugehen. Das macht dich krank. Ja, weißt du. Ah, da ist er ja, der kleine fettgefressene Ransen. Suchst vielleicht den da, hä? Ah, da, für dich gibt's auch bloß Knäckebrot. Weißt du bist ein richtiger Arsch. Was hast du, Fettergrübbe, zu mir gesagt? Hört's jetzt auf, oder ihr kriegt's alle von mir drum schön. Hat da jemand Fotzen gesagt? Nein, ich hab Fotzen gehört, Entschuldigung. Erwin. Michael? Grüß dich. Und wie geht's dir so? Weißt du, wie's heißt? Schlechte Leute geht's selber gut. Du schaust schon wegen blass aus. Ja. Habt's mir alle vermisst? Ah, scheiße. Wo sind denn meine Manieren? Das wisst ihr alle selber. Ah, Gershon, du schaust gut aus, hab ich dir. Du hast dich gut gehalten. Oh, und deine Dämpfe werden immer größer, wenn man das mal so sagen darf. Timmy, du bist immer noch zu dick, aber das weißt du ja selber, von wem soll ich es erklärt haben. Was bist denn du für einer? Ich bin der Andreas. Ich bin Veganer. Du weißt, was jetzt kommt.